Das ist eine richtig gute Frage. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Silent Hill Felzig. Und wir gucken natürlich erstmal, ob wir da hinten irgendwie was Cooles finden. Scheinbar nicht. Kann ich dir die Tiere zumachen? Ich meine, da draußen schleicht immer noch irgendwie ein Monster rum oder so. Geht auch nicht. Okay, dann nehme ich wohl das. Das scheint mir irgendwie so eine Art Schlüssel zu sein. Und dann muss ich dann... Moment. Ja. Also der muss da oben rein. Also einfach, wann ich rausgehe, rechts und dann quasi geradeaus. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Okay. Steinschlüssel. Ein aus einem geheimnisvollen Stein gefertigter Schlüssel. Nach seinen Worten zu urteilen, handelt es sich vermutlich um etwas Wertvolles. Seinen Worten der Fuchsfutzi, oder was? So you accept my gift. Da ist er. Komm mal vom Rededude. Key from Mystic Jade. Especially for you. Especially for me? Der alte Charmeur, hä? Once So, you der Kollege, insert was that jetzt? key into the Inari statue. Oh. Roter Neville? Roter Neville ist nicht gut. Wo ist er jetzt wieder hin? Ist er schon wieder fort? Ja? Trau dem Fuchsmann nicht. Hey, die Puppe war doch voll noch nicht da gehuckt, oder? Trau dem... Och nö. Ja, okay. Ich renne, ist mir egal. Ich renne einfach. So, Donniva habe ich gesagt. Ja, geh weg. Junge, lass mich in Ruhe. Ah! Kopfweh! Kopfweh! Kopfweh ist nicht... Lass mich. Ja, da ist noch einer. Jetzt renn doch, Mädel. Nein. Alter, sag mal, wie viel sind denn da? Renn doch! Ich will uns nicht rennen. So, jetzt komm. Okay, machen die Schlüssel in die Gosch hier auf zu gucken. Nimm den mit. Okay. Alles wieder ruhig. The door from earlier was for welcoming visitors. However, Okay. this door denies all but the select few who may tread sacred ground. Am I allowed inside? Why, of course. Today you are most welcome. We must continue on ahead. Shall we rest first? Ja. Doch, I'm okay. doch. Nein, erst speichere. Und Ausruh. Tell me if you need a break. Ich will Ausruh. Onward. Ja, dann. Wann er eh nicht auf mich hört, was froh der dann zu saublöd. Echt jetzt. Ja, gut. Ja, dort draußen sind, glaube ich, 3 von den mit dem welchen Gesicht. Holla. Okay, die Tier scheint jetzt wieder aufzusehen. Ah, jetzt gehen wir zurück wieder. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Realwelt. So, ihr seid der Schuh. Are you okay? Talk to me. Okay. Oh, thank goodness. Viertel nur 2. Oder Viertel 3, wie man bei uns sagt. Was gibt's denn dort zu lachen? You never have been one to go down without a fight. Nicht, wann ich eine Stahlruhe hab. You're alive. So, where's Sakuko? Ich hab gemeint, die wäre bei dir. Ach so. Sakuko ist... Ich mein, er hat doch Axi, was... What is happening?
soul left in town. Some kind of terrible dream. Sieht er die Monster an? Monsters around every corner. Jetzt gucke, wie er reagiert. It's one nightmare after another. Still though, I got lucky. Trotzdem sah er, also sieht er die Monster. Even if no one else is left in this world, Habe ich wenigstens noch it's dich. good to know you're still around. Ah. Wait, what about Rinko? Ja, was ist mit ihr eigentlich? Oh, Ach, she just said she needed to talk to Du me war about ja noch something. wer, I gell? Ah, was ja. to be with you. Ja, aber echt, I hey. know if she's all right. Oh. Sorry. I guess I was confused. Was? Das ist I got alles? split up and ran off. I haven't seen Rinko since. But where would she even go at a time like this? Maybe she went home. Würde Sinn ergeben, ne? Let's go find her. Partner. Okay. Shu. Jetzt ist der Arsch schon wieder fort, oder was? Ist er doch. What's wrong? Keep up, or I'll leave you behind. Alter, du kannst ja einfach in der Nähe bleiben. Ich mein, muss jetzt nicht hier der coole Macker machen oder so. All right, Ja. I need to focus. So, zuerst will ich wissen, was da hinten auf dem Schild steht. Sorry, das ist wichtig. Ne, das steht doch nicht auf dem Schild. Aber okay. Schade, dass ich das nicht lese. Ja, ich kenne jetzt das Handy dran halt und gucke, was es ist, aber erstmal ein wenig umgucken, oder? Oh, das ist ein Schrein. So, wird erst mal gespeichert, ne? Ich nehme den da. So. Irgendwas in der Schreinlehe? Hab ich nix. Hab ich nix. Gut. Also noch mal ganz da runtergehen will ich eigentlich nicht. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Da vorne ist er irgendwie lang gelatscht, gell? Also einfach hier geradeaus. Wo bin ich denn da? Guck mal, die ist gar nicht ingezeichnet, die Stroß. Ah, doch. Ach so, das ist quasi so Durchgang oder was? Ah, da oben, ach guck mal, da oben. Nee, das ist sie nicht. 500 Yen, guck mal, was da steht. Ja, die schuldet mir noch 500 Yen. Das Häsel da. Es ist, wer ist Hase? Zugino? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ey, ich würde halt schon gern da hingehen. Aber er sagt, ich soll mit ihm Donan latschen. Ja, was der sagt. Guck mal, der ist einfach ohne uns abgehauen, oder? Können wir auch ein bisschen die Ortskenntnis verbessern. Was ist denn das da? Ach, das ist der Brunnen. Da war ich auch schon. Das ist der Brunnen, wo der Deckel drauf ist. Ja klar, da war ich überall schon. Da hinten ist wieder eine Lampe. An dem Schrein war ich gerade, oder? Nee. Ey, welche? Wir tun unsere Ortskenntnis verbessern. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwie was. Guck, jetzt müsste theoretisch, also Loch, auf der Karte jetzt X auftauchen. Siehste. So ist es gut. So, gucke. Kann ich einen Schirm da nehmen? Der ist hübsch. Also irgendwo ist das Hasehaus. Da ist das Hasehaus. Also das Hasehaus, weil ein Hase drauf ist. Nicht weil Hasehaus hänge. Ich weiß nicht, ob er Hasehaus hänge hat. Vielleicht hat er hinten 100 Hasehaus hänge. Och nö.
Aua. Du dummer Kuh, hey. Und noch einer. Ah, war schon. Okay. Tschüss. Weiter was auf Miller immer? Stell. Barrettel. Das ist halt schon... Ah, das ist da, wo das abgerissene Dingens ist. Ja, okay. Rest wurde abgerissen. Also hier, also da war ich schon überall. Kann ich da jetzt halt hingehen? Ja. Oh, das Briefkasten? Ja, jo. Ah, da gibt's irgendwie was zu finden oder wie? Gibt's so vielleicht? Kann ich da durch? Nee. Muss ich jetzt irgendwie Schlüssel oder was suchen oder so? Unter der Fußmatt. Gibt kein Fußmatt. Lass mal, was ist das? Der Wahnsinn, hä? Sakako's parents. Are they not here either? Ja, es ist halt keiner mehr da. Geht zu Rinkos Haus. Okay, jetzt komm, wir gehen jetzt da wieder zurück. Wo wir herkommen sind. Ja, aber ein bisschen schneller. So, ich wollte halt nur gucken, ob man grundsätzlich entlanglaufen kann. Ja, kann man. Für die Wissenschaft. Alles klar, da hinten ist Absperrung, soweit ich noch weiß. Ja. Schält sich gerade aus dem Level die Absperrung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also da geradeaus durchgeht. Da ist halt wieder der rote Schmodder da. Der passt mir halt gar nicht. Das ist ein Briefkäste? Krass. So, also da muss ich entlang gehen. Da ist er. Jetzt muss ich aber halt überall gucken. Nicht, dass da einer was Leier hat oder so. So zum Beispiel. Kann ich... Ah ne, ich hab mal Laternen gar nicht mehr, gell? Ich hab gemeint, ich hätte aber... Oh, warte mal. Ich hab gemeint, ich hätte halt noch mal Laternen. Wo ich in dem... Aber irgendwie, das scheint in der anderen Welt, habe ich halt auch noch Dolch gehabt, muss man dazu sagen. Da habe ich jetzt auch nicht mehr. Keine Laternen, kein Dolch. Das ist nicht gut. Aber gar nicht gut. So, wie gesagt, ich guck mich halt um, ob ich was finde, so wie das. Oh. Das kann ich aber nicht nehmen. Jetzt habe ich gedacht, ich kann nur fleißige Windrädchen nehmen. Fokussieren. Wenn du mit L2 zum Fokussieren verwendest, nimmt dein Verstand langsam ab, während sich deine Fokusanzeige füllt. Dein maximaler Verstand verringert sich, wenn du während der Verwendung von Fokus auf einer anderen Kampfschwierigkeitsgrad als Geschichte angegriffen wirst. Passiert aber nichts halt. Gut. Sobald deine Fokusanzeige voll ist, das ist das Ding dort drumherum, drücke R1, um einen Fokusangriff auszuführen. Aha, so funktioniert das. Dein Verstand nimmt ab, aber du wirst einen verheerenden Angriff entfesseln, der je nach Waffe unterschiedlich ausfällt. Gegenstände wie Ramune und göttliches Wasser, oh shit, mir haben es Ramune gespendet, oder die Hokora-Option klarer Verstand können deine geistige Gesundheit maximal wiederherstellen. Wenn du Geschichte als Schwierigkeitsgrad gewählt hast, kannst du am Hokora deine Gesundheit und deinen Verstand wiederherstellen, ohne Glauben zu verwenden. Guti. Also. Na, dann komm mal her, ne? Ja, Kollegin, mit dir rette ich. Ja, schmeckt dir das? Ich hab noch mehr. Du, Affe-Zippel, du. Guck, dass du abkommst. Ja, die macht sich stolz ordentlich. So. Jetzt bin ich natürlich... So, jetzt weiß ich ja, was ich mit R1 machen kann. Ist das nicht gut? Hübsch. Noch hübscher wäre es, wenn du jetzt mal irgendwo was leihen wird, weil so viel Pille haben wir halt auch nicht mehr. Ich bin du halt da äußerst verschwenderisch mit Umgang, muss ich dazu sagen, ne? Also da, Moment, links Ninge geht nicht, sagt er. Wieso sagt er, das geht nicht? Du schießt doch, dass es geht. Ah, guck mal, da steht da was. Steht so auf Fläschel. Ramune, jawoll! Sagt er, ich kenne doch nicht Deutsch. Halt, wie ruft man nochmal die Karte so rum?
Ich guck mich mal ein bisschen um, du, ne? Vielleicht finde ich noch irgendwas. Na, jetzt ist so... Kreis gelaufen, oder? Ey. Sorry, irgendwie will ich immer die Karte mit ihrer Tasche aufrufen. Ah! Frau mit Bier. Echte Männer trinken Motori-Bier. Ich sehe nicht, dass das ein Mann ist. Aber okay, vielleicht sehen japanische Männer so aus. Kann ja Sinn. Was weiß schon ich. Hey du. Komm mal bei mich. Hey, hat die Afro? Dein Chef jetzt hat die Afro gehabt? Samo, This is in rough shape. I'm going to need to find a replacement fast. Ja. Ich muss mal aufpassen, weil, ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Das gibt's doch nicht. Da lag alles Mögliche rum, aber mal ein schönes Stahlrohr, wo ich mal schnappen kennt. Haben wir natürlich nicht. So. Okay, da geht's definitiv nicht weiter. Wo bin ich denn da? Ach komm, da muss doch jetzt aber ein Stahlrohr irgendwo rumleihen, oder? Ich nehme mal da so Holz. Ah, guck mal! Mann, bin ich gut, hä? Ah, du. Moment, da ist ja jemand. Fall um. Ah, die ist schon umgefallen. Ja, ich weiß, dass mein Rohr gleich kaputt ist. Ja, ich doch noch. Hey, ich hab doch jetzt aber auch keinen Bock. So andauernd gegen andere zu kämpfen, welche? Aber was bleibt man anderes übrig? So, kann ich gerade das Rohr in den Kopf schmeißen? Ich meine, das ist eh bald kaputt. Oh. Verband, okay. Das Ding ist, Gegenstände, ich brauche mal einen Schluck Ramune. Stellt maximaler Verstand wieder her. Rote Kapseln, Gesundheit und maximalen Verstand leicht. Verband, Gesundheit. Ja, kann ich gebrauchen. Ramune. Ich nehme das jetzt einfach. Nee, das soll ich eigentlich doch rübergehen, ne? So. Und dann hätte ich noch gern Verband. Ja, das reicht mir. Okay. Ey, du hast gar keine Flasche in der Hand gehabt. Ich hab's genau gesehen. Und außerdem hast du nicht die Kuchel unten gedrückt. Scheiße. Echt, jetzt so leid was drin. Das sehe ich von da. Ein Hähnchen. So. Ja, weißt du, das ist... Ehrlich jetzt? Okay, also das Fokus-Ding sollte man halt wirklich nur starke Angriffe und so machen. Ich merke gerade, dass es ziemlich dumm ist, dauernd mit gedrückter L2-Taste rumzurennen. Was ist das da unten? Da bin ich hergekommen, gell? Es ist wahrscheinlich besser, einfach nur mit Viereck drauf zu fixieren oder so. Okay. Ey, sorry, aber da ist das Dädelluft, da muss ich natürlich hingehen. Ja. Ah, Higashi. Ah, wer kennt's nicht? Eine Auswahl kleiner Bonbons mit Fruchtgeschmack, die auf der Zunge zergehen. Stellt Ausdauer vollständig wieder her und verbraucht für einen bestimmten Zeitraum keine Ausdauer. Auch als Opfergabe verwendbar. So. Es ist aber nicht so wie in der
in der alten Silent Hill Spiele, dass dich, also im Enser zum Beispiel, ja, nee, erklärt sich von selbst. Du hast die Monster gesehen, wenn du die Taschenlampe hattest. Ich hab ja gar keine Taschenlampe. Oder wenn du gerannt bist, haben sie dich halt gehört, so Sache, weißt du. So, jetzt aufzeichnen. Erst einmal, kommen wir mal, keine Ahnung. Alter, wie viel geil, oder? Wie viel Speicherstand? Unendlich oder was? Ja, nehmen wir mal alles mit. Aber wo kann ich denn da mein Psycho-Ding auffüllen? Das heißt dauernd, ja, es geht da. Ja, wo dann? Ich sehe nix. 360 und ich glaube 600 brauche ich aber. Ja, ich habe aber noch ein bisschen Platz, ne? Also warte mal doch noch ein bisschen. Auf die Karte gucken. Also eigentlich ist er ja da unten entlang gegangen. Ich wollte es halt nur... Ach, das sind Reisfelder. Ich gehe jetzt mal da ganz nach oben. Und dann noch links. Ich muss mal ein bisschen aufhören, dauernd zu labere, weil ich hier Schritte. Moment. Where are you? Da ist er doch. What is it, partner? Wir müssen nachher über deine Schuhe retten. Happened to us. Do you think it could be some dream we're having? Because we just want to keep playing Space Wars together. Well, we could pinch each other to find out. No. I can pinch myself. Thank you very much. Ach komm, lass dich halt mal petze. Petz mal ordentlich zu, wie ein Kerl. Ach komm. Sorry. Seems it's not a dream after all. Das ist schon wieder fort. Ey, sag mal, ist das hier Standard, dass die Männer dauernd abhauen oder was? Lass mal gucken. Celluloid-Puppe? Was ist denn das? Ah. Sieht aus wie eine Puppe, die ich hatte, als ich klein war. Ich habe meine nicht mehr, aber es gab eine Zeit, in der sich diese Puppe wie eine Freundin für mich anfühlte. Meiner Meinung nach ist eine Puppe ein Spielzeug für Mädchen. Aha. Aus diesem Grund hatte ich immer das Gefühl, dass die Puppe mir sagte, dass ich mich mehr wie ein Mädchen benehmen sollte, wenn ich mit ihr spielte. Eines Tages sagte mir ein Mädchen, ich könne nicht mit den anderen Mädchen Vater, Mutter, Kind spielen, weil ich auch mit den Jungs rumhängen würde. Von diesem Tag an wollte ich nicht mehr mit den Mädchen spielen. Und so warf ich die Puppe weg. Hättest du mir gegeben, ich hätte mit der Puppe gespielt. Hab mit allem gespielt, scheiß drauf. Warum nicht? So, Weltraumkriege. Dies ist ein Spiel, das Schuh und ich zusammen gespielt haben, als wir Kinder waren. Im Grunde kamen Außerirdische, das sogenannte Galaktische Imperium, in Scharen in UFOs an und wir kämpften gegen sie, um die Stadt zu schützen. Andere Spielkameraden kamen und gingen, wir nannten sie neue Rekruten bzw. Gefallene, und am Ende waren Schuh und ich die einzigen, die noch übrig waren, um das Galaktische Imperium zu bekämpfen. Aller gut. Haben wir wieder was gelernt, ne? So, also oben... Ne, da geht's noch ordentlich weiter, ne? Ich will eigentlich nur rechts. Ich habe halt keine Ahnung, wo er hingegangen ist. Also eigentlich will ich aufs Reisfeld selbst. Und deswegen gehe ich jetzt... Ich kann da aber halt nicht drauf. Ich will aufs Reisfeld, Mann. Ja, okay, da unten geht's nicht weiter. Dann kriege ich ein schönes X auf die Karte. Oh, warte mal, da leid was? Ah, guck mal da. Sehr schön, wie sieht's eigentlich aus? Gut. Gut soweit. So, ich wollte ja über die Schuhe retten. Also zuallererst mal, weil ich vorhin gesagt habe, oder gefroht habe, ob er die Monster A sieht. Kann ihr euch noch an den dritten Teil, Silent Hill 3, erinnern? Das war, glaube ich, der dritte. Wo, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgend so ein Typ in der Kanalisation huckt. Also jetzt nicht direkt in Gully oder so. Aber irgendwo unten und hat so Kirsch oder irgendwie sowas. Und Heather spiele mal jo. Also laut dem Plan müsste man doch hingehen können. Ja, kann man aber nicht. Man kann scheinbar nicht hingehen. Die Heather sagt ihm halt, dass dass sie halt die Monster sieht. Ne? Und er sagt halt, ach, du siehst die als Monster? Ja, und dann ist es halt wohl so, dass nur sie die Menschen oder was weiß ich was als Monster sieht. Und deswegen, weißt du?
So, deswegen habe ich gefragt, ob er überhaupt was sieht oder ob er Mensch als Mensch sieht oder ob ich die als Monster sehe. Aber er scheint sie als Monster oder Monster zu sehen. Also die komische Schaufensterpuppe-Dinger da. Oh, ich kann doch geradeaus rübergehen. Ja, dann mache ich das natürlich, ne? Ja, dann will ich natürlich erstmal da gehen. Weil das geht ja dann bestimmt auch nicht, oder? Ja, zweitens mal, ey, der war mit, es tut mir leid, ich hab schon wieder den Namen vergessen. Nee, besteht wer. Doctor, Ja, are you home? ich hab dich schon gesehen, so ist es nicht, ne? Guck mal hier, Mädchen. Daneben. Lady Ski, Match. Komm, Lady Ski. So. Ich hab dich schon gesehen, so ist es nicht, ne? Er war mit, okay, das ist also ein Dr. Saarheisel. Mit den Dingens halt unterwegs. Und wir haben ja ihr Stimme gehört und alles. Und als man dann aber all gefroht hat, hör mal, wo ist denn die? Du warst doch mit ihr unterwegs. Und er so, ja, ich weiß nicht, ja. Wie wann es ihm egal wäre, also wie wann sie ihm egal wäre. Ey, was soll das? Echt jetzt? Also, ey, selbst wann's, keine Ahnung, blöde Kuh gewesen wäre, dann kennst du nicht leiden oder so. Aber ich habe im Moment nichts anderes. Kann man hochgehen? Ich habe im Moment nichts anderes wie euch zwei. Ich hätte mich aber sowas von an alle Drage geklammert. Was ist hier los? Ich kann den Doktor inbrechen? Okay. Deshalb finde ich das ein bisschen seltsam. Ich lasse Domo noch. Ja. Zu. Doctor, is that you? Ich weiß nicht, ob ich Uno oder Ober anfangen soll. Ey, komm, das ist ein Papierwand. War der Dr. Chirurg? Aber dann war er noch in der Lea, oder? Weil die sieht nicht gesund aus. Das ist aber... Oh, guck mal, die Styropor-Flugzeichen da mit dem Propeller da. Oh, super. Da haben wir leider auch noch so Anakin-Spielzeichen. So, ich glaube, das... Also der Doktor hat zumindest ein Kind gehabt oder so. 10. Es ist auf alle Fälle die 10. So. Ich will mich hier natürlich jetzt gut umgucken. Lassen wir noch alle Tiere zu. Okay. Soweit, so gut. Da wir schon mal beim Doktor sind, ne? Oh, da hat er Schneekes, guck. Ah, ne, das ist ein Wurzel und so. Aha. Kutsu-Tee. Und einen Kielschrank hat er, aber krass. Okay, vielleicht mache ich doch doof. So. Falls ich nother überraschend wegrennen muss. Hier. Ich hab jetzt 1945, welche? Hast du noch so ein kleines Feierstellchen da im Haus gehabt? In einem Holzhaus? Ohne Schornstuhl und alles? Ja, ich meine, hey, ich habe 1945 auch noch nicht gelebt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir nämlich in Deutschland eine Feuerstelle, eine Lagerfeuer im Haus kattern. Holzofen ist was anderes, ne? Aber ja. Was soll ich denn hier untersuchen? Ah, da, guck. Nichts drin. Ne, da oben will ich ein bisschen gucken. Nichts drin. Ah ja. Schubladenschlüssel. Ein kleiner, unauffälliger Schlüssel. Ich frage mich, zu welcher Schublade er gehört. Alpha steht drauf. Okay. Ich bin noch einmal. Da war da hinten noch.
Warum kann ich dann das eigentlich nicht aufmachen? Ah. Nun. Es müssen ja keine Menschen aus sind. Lass noch mal besser zu, ne? Schon noch irgendwie was gehabt? Nee. Nee. Was ist dann da oben? Das sieht's auch aus. Okay, ein Uch. Okay, was haben wir hier? Arare. Arare. Arare Reiskräcker. Ein kleiner, knuspriger Reiskräcker. Durch sein angenehmes Knirschen wird es nie langweilig, ihn zu essen. Stellt Gesundheit leicht wieder her. Die Wirkung verstärkt sich bei kontinuierlicher Verwendung. Kann auch als Opfergabe verwendet werden. Hier kann ziemlich viel als Opfergabe. Ich sollte übrigens im Ufere alles, was als Opfergabe verwendet werden kann, aber wirklich zu verwenden. So. Was davon ist dir? Desto. Und desto und desto. Wieso kann ich denn da nirgends hingehen? So. Alpha. Ein Schlüssel, wo Alpha drauf steht. Also Also wenn ich mir das so angucke, ne, dann scheint es da rauszugehen. Also wird es da auch rausgehen. Deswegen ist da zu. Jetzt aber mal ernst. Haben die da wirklich. Ich meine, das sind ja so Papiertiere. Also als Haustier? Ja, so als Stufetier ist schon in Ordnung soweit, aber halt. Als Haustier? Weiß nicht. So. Alpha, Alpha, Alpha. Nee, Donaus will ich nicht. Ah, da hinten ist noch so eine Kaste, wo ich eine Weile unten auch gesehen habe. Das ist ein Toaster. Das ist ein Stuhl. Ein Toaster. Okay, es gibt... No, kann man nicht öffnen. Da gibt es nicht mehr so viel zu gucken irgendwie. Da über ist ein Schrank. Erstmal nach oben gucken, nicht, dass er irgendwie hochgekraxelt ist, das Vieh. Okay, weil hat noch jemand geläh. Ist noch warm. Ist geloh. So, jetzt hat Schubladenschlüssel verwendet. Notiz des örtlichen Arztes. Auch heute noch ist das Vertrauen in die langjährigen Ärzte der Familie Iwai unerschütterlich groß. Als ich bei einer Versammlung mit dem ältesten berufstätigen Mitglied der Familie sprach, war ich von seinem außerordentlichen Wissensschatz überrascht. Als sie jedoch die Einzelheiten ihrer Praktiken mit mir besprachen, wurde angedeutet, dass sie bei ihren Behandlungen möglicherweise immer noch Rauschmittel verwenden. Ich denke jedoch, dass es in dieser Situation besser ist, wegzusehen. Obwohl die Herstellung des als Doburoku bekannten trüben Reisweins mittlerweile illegal ist, konnten die Menschen in ganz Japan ihn einst nach Bedarf herstellen. Vielleicht war es schon immer die Aufgabe der örtlichen Ärzte, in der rechtlichen Grauzone zwischen traditioneller und moderner Medizin zu operieren. Also Ärzte haben irgendwie Rauschmittel oder hergestellt, also sowas, also Rausch oder Betäubungsmittel? Ja, gruselig. Kratzspure? Okay. Allein Doktor Sache. Doktor Sache halt, weißt du, ich weiß nicht, zeig halt. Oh, da ist noch ein Brief. Autopsiebericht, Todesursache ungeklärt. Ungeklärte Todesursache Fall 09. Der Körper war erstaunlich unterernährt und das Schädeldach war aufgeplatzt, als ob es von innen geplatzt wäre. Die Schädelknochen waren ausgehöhlt und mit Insekteneiern gefüllt, die später als zu verschiedenen Arten gehörend identifiziert wurden, darunter Heuschrecken, Grashüpfer und Grillen. Keine Hinweise darauf, dass sie von Menschenhand dort platziert wurden, scheinen auf natürliche Weise von Insekten gelegt worden zu sein. Ein höchst ungewöhnliches Verhalten in Anbetracht der derzeit harschen Wintertemperaturen. Okay, das auch noch. Schon wieder eine Leiche mit einer ungeklärten Todesursache. Wenigstens war diese leichter zu ertragen als Fall 08. Alle Leichen, deren Todesursache ungeklärt ist, werden geheim gehalten und umgehend der Polizei übergeben. Die Polizei wiederum entsorgt solche Leichen sofort.
ohne auch nur einen Blick drauf zu werfen. Zusätzliche Hinweise. Dieser Mann wurde der Gotteslästerung verdächtigt. Er schien einen Groll gegen den Inari-Glauben zu hegen. Oh, in dem Dorf sind alle ganz heiß auf den Inari-Glaube so. Also das ist Fuchsgedönse so, glaube ich. Mit diesen seltsamen Leichen ist es immer das Gleiche. Schließlich kann es nur einen Ausgang geben, wenn man Oinari-san nicht die Ehrerbietung erweist. Also nicht der Ausgang im Sinne von do ist die dir, sondern Junge, wir wissen, wie es mit dir weitergeht. So. Nichts drin. Oh, ist was. Omamori Kiefer. Erhöht die maximale Gesundheit. Ey, gibt's irgendwann vielleicht, also ich bin noch ganz am Anfang, ne? Mehrere Slots, wo ich, also im Moment habe ich ja nur Ends und das habe ich halt. Kann ich da hinaus? Nicht wirklich. Und das habe ich halt. Ich war zuerst da. Die Sau, hä? So. Hat's mal noch einen hingib. So. Komme ich eigentlich ohne die Haustiere raus? Wie verschließt man so Tiere eigentlich? Also, ich sehe da jetzt auch kein Schlüsselloch. So. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt... Ja, ist das ne... Ganz Donuf. Die hat aber eine große Villa. Ach so, ihr Vater war ja der Priester oder sowas. Oder die Familie zumindest. Okay. Ich bin also grundsätzlich vom richtigen Weg. Dann gehen wir mal wieder da oben aus, ja. Also ich glaube, dass ich dahin fertig bin soweit. Na komm. So. Ich gehe trotzdem... Ja, nee. Geht nicht weiter. Runterfallen kann und will ich nicht. Aber da runterklettern. Also Läderle. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Gut. Haben wir es sogar. Sicher, das ist das, was ich immer sah. Immer umgucken, ihr Leid. Immer umgucken. Ich wollte weiter Nuff geben, zu gucken, ob irgendwann der Weg aufhört. So, guck. Lass mal gut sein. Hey, ist da Sirene im Hintergrund? Der Iver hampelt so rum. Hanebambel. Die hätte sich, als würde sie immer näher. Ja, die kommt immer näher. Steckel mich jetzt halt da. Wenn sie reinkommt, hau ich rein ins Drüber. So. Ich will natürlich. Ach, guck mal da. Ich will natürlich aufs Reisfeld gehen, ist klar, ne? Na komm. Verband, ja. Ich will natürlich aufs Reis, komm, ich nehme auf Verband. Ach, jetzt kriege ich plötzlich 6 Stück gesteckt. Das ging voll nett. Ah, doch. Ja, okay. So. Gut. Es hieß aber mal außer, also ein gewisses Ding weit weg ist und dann folgen sie einem nicht mehr, oder? Verlieren sie einem aus der Aue oder so. Oder so ein kleiner Fuchsschrein. Gucken wir uns alles Not an. Ich will unbedingt noch aufs Feld. Ich will wissen, ob es da irgendwie was gibt, weil wann auf dem Feld, wo dann schunst. Wann nicht auf dem Feld, wo dann schunst. So rum heißt es. Naja. Aber Rare, das sind das. Ah, das sagen sie ja, weil. Was war denn das? Ich will aber halt so noch ein bisschen gucken, ne? Also so kann ich jetzt weiter noch hingehen. Ich bin ja quasi doof im richtigen Weg, ne? Da ist der kleine Schrein. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Spiel sagt, du musst dort drüber gehen. Boah, ey. Wie mich die Blätter da irre machen. Oh, nee, da. Hopp, ich gehe zurück aufs Feld. Ich will jetzt auf das blöde Feld. Ja, du schlappt Annie rum, ich weiß, aber... Du
schlappere mal entgegen. Wo ist denn die jetzt? Wie sieht es eigentlich mit meiner Waffe aus? Ich nehme das. Das ist noch halb voll. Das ist noch so. Ja. Ich nehme das da. Da ist sie. Die Kollegin. Komm mal her. Komm. Go away. Ja, sorry, ich probiere es aber immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich probiere es aber immer wieder mit dem Fokusgedönse und bin immer zu free. Es ist vertrackt. Okay, ich kann doch gar nicht runtergehen. Nö, dann gucke ich mich natürlich jetzt erstmal. Also ich kann nur die Wege da entlang laufen, dann mache ich das auch. Erstmal ganz nach unten. Was ist denn das da? Ja, gut die Frage, ne? Also das Stroh und sowas. Kann ich entlang laufen, ja. Aha, siehst du? Was ist da drin? Nix. Hier ist noch eine. Komm her. Lassen Sie jetzt mal any Sinn. Da ist noch so ein Ding, wo man aufmachen kann, oder? Was? Ah! Jesus, ne! Ich sehe, dass du hinter mir kommst. So. Ja, hast du gedacht, ich sehe dich nicht, hä? Mädchen. So. Meine Waffe halt's nicht mehr lang aus. Das sind aber... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so entlang zu gehen. Ich hab halt... I'm going to be in trouble if I don't find a new weapon soon. Es ist so krass. Ich wollte gerade sagen, ich hab halt ein riesen Problem, weil ich nicht bald eine neue Waffe finde. So. Schokolade. Eine neue importierte Süßigkeit, die immer beliebter wird. Man hat 1945 noch keine Schokolade in Japan gekannt. Eine seltene Leckerei für die Kinder des Ortes. Stellt maximalen Verstand leicht wieder her, verbraucht für eine bestimmte Zeit keinen Verstand, wenn Fokus verwendet wird. Jetzt verstehe ich das endlich. Okay, kann als Opfergabe verwendet werden. Oh, jetzt sind wir schon wieder voll. Das Problem an der Sache ist halt es ist jetzt nicht so, als würde das Ende fallen lassen. Oder ich würde halt jetzt gern hingehen und sagen, benutzt das, dann hast du Platz. Aber nee, ich muss jetzt irgendeins wegschmeißen. Da habe ich halt zwei, das will ich nicht wegschmeißen. Das ist natürlich auch nicht, da komme ich mit das. So, und jetzt pass auf. Damit mir da nichts passiert, repariere ich meine Waffe. Das habe ich schon den Quatsch. So, da unten geht's nicht. Also ja, das ist ganz woanders da. So. Ich gehe jetzt erstmal so weit wie möglich außen rum, ne? Also erstmal, ich will das ganze Feld ablaufen. Also innen darf ich nicht. Das ist ein riesiges Haus. Also innen, wenn ich auf die Felder, darf ich nicht. Was ist das hier für ein Haus? Ja, das ist halt einfach, wohnt halt ein Bauer oder so, der Reisbauer, keine Ahnung. Oh, da leidet was. Vielleicht steht da, wer da gewohnt hat. Brief nach Hause. Ich erkenne meinen Mann nicht wieder. Er ist jetzt fast jeden Tag so betrunken, dass er ins Koma fällt. Und wenn er betrunken ist, wird er gewalttätig. Ich glaube nicht, dass ich so weiterleben kann. Nicht mit seiner Grausamkeit, die er Tag für Tag zeigt. Wo ist der nette Mann geblieben, den ich kennengelernt habe, als unsere Ehe arrangiert wurde? Mein ältestes Kind ist erst 3 Jahre alt und in mir wächst ein weiteres heran. Das Leben ist zu hart, um weiterzuleben. Aber es ist mir verboten zu sterben. Mama, Papa, ich habe immer getan, was ihr verlangt habt, egal was es war. Dies wird meine erste und letzte egoistische Tat sein. Bitte verzeiht mir. This is terrible. Der, How could this happen? der Brief könnte von ihrer Mutter sein. Vielleicht. Was?
Was war die egoistische Tat und was war das? Die egoistische Tat kann ja gewesen sein, dass er abhaut, dass er an sich denkt. Weißt du so? Also du bleibst Ohrge gsi, hä? Wie ich dir all gewamscht hab. Junge, wie ein Ketzel. Wie ein Ketzel habe ich Reflexe. Da sind wir baff. So, und da gibt's noch erst. Stacke die Erste-Hilfe-Käste. Ich muss gucken. Nein, leider nicht. Gesundheit, maximalen Verstand wieder her. Also das Inventar ist halt wirklich mini. Das ist mini Clay. Ich hoffe, dass man das irgendwie Rucksack findet oder sowas. Das ist schon hardcore. Achso, das ist da ums Haus drumherum gehe. Okay, also jetzt muss ich dort zurückgehen. Aber du geht's auch nicht weiter, ne? Leider vielleicht irgendwas? Oder ist wieder eine. Wie sind die da nie kommen? Ich hab keinen Bock, dass die wieder so rüberhupst. Ich will auch so hupsen kennen, kann ich aber nicht. Wie bin ich denn rübergekommen? So rum, gell? Ja. Hopp. Aber ins Haus nicht gehen geht nicht, ne? Habe ich noch gar nicht probiert. Doch, habe ich probiert. So, jetzt pass auf. Also die nächste rechts, würde ich sagen. Und dann gleich wieder rechts. Jetzt ein bisschen aufpassen, der Iwe zappelt sie. Die Trula. Fuck. So, die Hammer. Ja, ich hab dich schon gesehen, Mädel. Mensch, ich bin blöd oder was? Ganz so doof bin ich dann doch nicht, ne? So. Ja, ich weiß übrigens, ne, dass ich oft getroffen wäre und tralala hin und her. Ich habe auch nie gesagt, dass ich ein guter Kämpfer bin. Definitiv nicht. Deswegen habe ich schon die Schwierigkeitsgrad von den Kämpfen ganz runtergestellt und von den Rätsel ganz hoch. Ich bin I'm a lover, not a fighter. Ja, also eigentlich ist es mit dem Denken bei mir auch nicht so weit her, aber egal. Auch keiner wissen. So, da ist wieder irgendwas. Getrockneter Kadaver, ja geil. Eine Art Opfergabe von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein... Och, nö. Ja, komm. Why would someone put this here? Weiß ich nicht. Mich interessiert viel mehr, warum ich dauernd irgendwie was hergeben muss. Trinke mal das Ding, es tut hier alles ein bisschen auffüllen, dann machen wir das einfach, ne? Ey, warte mal. Gibt's da irgendwie Dingsbums, dass ich mehr Gegenstand tragen kann? Aufheben von Lebensmitteln mit Gesundheit wiederhergestellt, maximale Gesundheit, erhöht maximale Verstand, Ausdauer. Ausdauer habe ich, glaube ich, drin, ja. Benutzung eines Wiederherstellungsgegenstands wird die Aktion nicht unterbrochen, sehr schön. Reduziert die Sichtweite des Feindes. Nix, da wird drauf gehauen. Was haben wir schon noch? Katze. Reduziert den beim Ausweichen erlittenen Schaden. Wir bleiben bei der Ausdauer. Ich bin ein großer Fan von Wegrennen kenne. So, jetzt, okay, so richtig kompliziert wird es jetzt halt nicht mehr. Ich habe eigentlich alles abgelaufen. Ich muss die nächste dann links, dann geradeaus, dann rechts, dann wieder rechts. Ist da irgendwas, wo ich aufheben kann? Nee. Okay, gut. Also, hier jetzt geradeaus. Ja. So, vorne dann rechts. Dann wieder rechts. Also die nächste rechts vor dem roten Gedödel da. Zum Rot. Ist das der Wind? Ist das der Wind oder sind das Sirene? Guck mal her. Guck mal hoch, hopp.
komm hoch, komm. Komm her, wann du was willst. Komm doch, Falschling. Die Hasche. Und gib gleich noch ein paar. Kann ich gleich healen. Zack. Hast du gemeint, hä? Also ich sehe mal Rohr schon wieder fast kaputt. I'm going to be in trouble if I don't find a new weapon soon. Von Feinden gepackt. Wenn ein Feind dich erfolgreich greift, kannst du dich nicht aus seinem Griff befreien. Hat mich doch gar nicht gekriegt. Wenn du von einem Feind gegriffen wirst, sinkt deine Gesundheit und dein Verstand erheblich. Achte unbedingt auf deine Umgebung. Wenn du Story als Schwierigkeitsgrad gewählt hast, haben wir, sinkt dein maximaler Verstand nicht, wenn du von Feinden gegriffen wirst. Sehr gut. Lösch die Finger weg. Jetzt habe ich dich. Die mit Blume am Bä, die sind ein bisschen härter. Die mit Blume am Bä. So, das Rohr halt noch echt schlag aus. Ich finde aber gut, dass man an dem Rohr erkennt, wie viel das es noch aushält quasi, weil das ist schon ziemlich verbo. Da muss doch hat keiner von euch ein Wasserrohr irgendwo rumleihen? Oder Wasserpumpe zangen? Ich hab so Schiss, dass da hinten einer ist. Okay, das kann ich glaube ich weg. X gedrückt halt, um zu bewegen. Jetzt warten wir erst einmal. Erstmal gehe ich da hin, gucke. Bevor ich im eventuelle Gegner was freirahmen oder so. Aber da ist nichts. Wenn ich außen rumgehe? Nee. Gut. Karte gucke, wo ich bin. Da hinten geht's dann ins Heisel weiter. So. Ja, die hätte ich einfach drunter durchkrabbeln können. Ah, ja, jetzt halt dreckige Misthaufe. Oh, warte. Ausschnitt aus einer Schülerzeitung. Die Legende von Ebisugaokas Monster, Ayakakashi. Vor langer Zeit wurde hier in Ebisugaokas, sag doch nicht immer das Wort, ein Vogelscheuchenmonster namens Ayakakashi gesichtet. Es erschien an einem glühend heißen Sommertag tief in den Getreidefeldern und tanzte einen höchst merkwürdigen Tanz, wie eine heiße Luftwelle. Die Menschen wurden gewarnt, den Blick nicht zu lange auf dieser bizarren Gestalt ruhen zu lassen oder zu versuchen, sich Ayakakashi zu nähern. Denn jeden, der dies tut, wird er bis ans Ende der Welt jagen, bevor er ihm das Leben nimmt. Wer kacke, man es wirklich so weh. Menü nur. Hey, ist wieder der Wind so pfeife. Hey, das ist voll gruselig. Nix. So. Hier. Falls ihr das nicht gemerkt habt, es hat aber ein kurzer Schnitt gibt, weil mein OBS gemeint hat, das müsste die Aufnahme beenden. Und deshalb machen wir jetzt das aber hier weiter. So, erstmal will ich gucken, was in dem Heisel da ist. Das sieht... Ne, ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen aus wie die... Was rennt da eben im Feld rum, ein Blatt? Wie die Blume, wo aus dem, ganz am Anfang, aus den... Welche aus den Ranke, wo da waren, wo mich so festgehoben haben. So haben die Blumen da gerade ein bisschen ausgesehen. Mal gucken, ob da nicht irgendwo was ist. Oh, Radio. Es geht bestimmt gleich an, dann verschrecke ich oder... Oh, da leidet was. Jokan. Das ist das Gummi... Fleisch. Okay. Ah ja, da hinten geht's eh nicht weiter. Okay. Ich habe übrigens, habe ich ja weil gesagt, ne? Es hat aufgehört aufzunehmen und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Also habe ich nochmal bis zu der Stelle einfach nochmal gespielt. Und habe unterwegs, guck mal hier, ein Sichel gefunden. Naja, das ist eher so, ja, naja.
Über die Haltbarkeit hat sie gesagt, ist wohl nicht so hoch. Okay. So, da steht noch ein Heisel. Immerhin mit... Ist es ein neues Dorf oder was? Mit Strom verbunden und so. Moment, mal auf die Karte gucken. Also von da unten sind wir gekommen. Das weiß ich noch. Da haben wir dann da Neighbor halt. Warte mal, ich kann drauf zoomen. Geht nicht. Also Neighbor ja an dem Schupper haben wir das Holzding da weggemacht. Alles klar, gerade weil. Das haben ihr gleich mitgekriegt. Ich nicht. Oh, geil. Ja, super. Nix drin oder was? Das kann ich so. Ah! Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Alter, die lebt noch. Alter, fall um. Du bist doch tot. Ich bin zu faul zum Umfallen, hey. Alter. Jawohl. Jetzt ist meine Waffe auch gleich wieder kaputt. Not good. This won't last much longer. Ja, ich weiß. Déjà-vu hier. Ne, da komm ich her. Wo bin ich denn? Moment, an dem Schuppedoorweil war ich, ja? Hä? Ja, doof und im Steg komm ich, okay. Junge, der hat mich jetzt eine Weile... Er hat mich jetzt ein bisschen... im falschen Fuß verwischt. Steht die doofen. Abort. Ja, geh Abort. Schokolade, ja, immerhin. Haben wir ein bisschen Schokofalle gelassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch essen will, aber... Okay, wo muss ich eigentlich hier? Immer noch da hoch? Ich würde halt gern... Ich hätte halt oder außenrum gehen können, weißt du? Vielleicht muss ich schon... Es sieht halt aus, als würde ich sogar da hin müssen. Oh, kann ich da durch? Nee. Okay. Zumindest wird es da außen wahrscheinlich noch ein paar Waffen geben oder so. So, jetzt passe ich aber gut auf. Diesmal kriegt mich keiner mehr, wollte ich sagen. Ja gut, viel weiter wie Donuf kann ich jetzt halt nicht gehen. Disgusting. Hinako! Don't go anywhere near that weird stuff. It might be poisonous. Der macht Sache. Go around to the garden on the right. This way. Got it. Okay. Ohne Quatsch jetzt. Ich latsche jetzt zurück und guck, ob ich da hinlaufen kann. Das wäre natürlich das Einfachste, ne? Dann kann ich vielleicht da unterwegs noch irgendwie einen Schrein finden oder so. Der Uni ist der nächste. Also der Gegner dürfte jetzt eigentlich weg sein. Wir merken uns aber die Stelle merken und waschen, für die Freundin jetzt hat gesagt. Wir merken uns die Stelle, wo es weitergeht. Am Clipperhaus. Ich meine, kriegen wir das sogar ingezeichnet? Ja, sicher da, wo der Pfeil ist, da alles klar. Und wir gehen jetzt halt einfach außen, oh shit, außen rum. Ja, ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen halt ein bisschen einen Umweg gehen, aber wir sind da hinkommen, dann kommen wir wieder raus aus dem Maisfeld, da, Reisfeld, Mensch, Maisfeld, Reisfeld. So, guck, jetzt kommen wir da lieber an die Stroß. Ey, jedes Mal, hoppala. Jedes Mal denke ich, dass das da irgendwie einer ist, wo der huckt. Oh, ich bin schon verdammt nah, also. Einfach lieber gehen, gut ist. So, bin ich jetzt wieder auf der Stroß? Ja. So, ich wollte da jetzt einfach nur nach oben gehen. Das ist schon ganz billig. So war der Doktor, jawohl. Was war denn du eigentlich? Arare. Das habe ich wohl beim letzten Mal aufgenommen. Das haben wir wahrscheinlich auch sie. Aber ich hab's nämlich. Ich habe ja alter Speicherstand laden müssen. Weil ich halt nicht gewusst habe, ne? Habe ich einfach alter Speicherstand geladen. Guck mal da.
Oh, da gibt's doch 100 pro Rohr. Da! Better take this, just in Ja. case. Was heißt hier just in case? Guck dir mal deine Waffe an, Mädel. Die sind alle von der Puppes. So kaputt wie die sind. So, jetzt kann ich da lieber gehen. Moment, dann gucke ich mich erst noch ein bisschen um. Sonst gibt's nichts außer komische Geräusche. Huch, was ist das da, Kleini? Das ist so Choso oder wie das heißt, weißt du, so irgendwie. Kann ich da irgendwas machen? Bei dem Bäder oder so vielleicht? Soll ich mal draufhauen? Passiert nichts. Ist ja so. Aber warum kann ich denn da hingehen? Ich würde die Felsen klettern. Das bringt doch jetzt. Das bringt gar nichts, außer dass ich da hinlatschen kann. Da übersehe ich irgendwas. Ja, dann ist es halt so, dann übersehe ich halt was. Ist jetzt egal. Ich habe noch ein Stahlrohr gefunden. Ach, guck mal, wenn ich jetzt den Weg da weiter lang gehe und dann komme ich wieder an die Felder raus. Da bleibe ich, Mädel. So. Also, was halt praktisch ist. Moment. Werkzeugsatz. Oh, sehr gut. Bei dem Fokus-Ding, ja, du verlierst Fokus, alles klar. Aber du sparst da halt Schläge, sodass die Waffe nicht so kaputt geht. Bin ich denn eigentlich jetzt schon wieder? What was that? Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin noch nicht bereit davor. Okay, es geht nicht weiter, so ein Glück. Warte mal, leid noch was. Gute Kapsel. Gut. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin nicht bereit davor. Komm, ich futtere das da unten. Das gibt ein bisschen Energie. Und dann futter ich noch eine rote Kapsel. Da noch ein bisschen Energie. So. Also da geht's nicht weiter. Ich probiere es jetzt mal ganz außen rum, ne? Okay. Da waren wir rechts. Da habe ich noch ein Stahlrohr gefunden. Sehr, sehr praktisch. Waren wir da oben schon? Nein. Nein, da waren wir noch nicht. Ivers getrunkener, was ist das? Keine Ahnung, Pfefferminz oder so gelaufen. Nix mehr mit Tee. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Dass ich da nochmal. Ah doch, da war ich. Nicht, dass mich nochmal in so einer Verschrecke machte, oder habe ich mal gar keinen Bock drauf da. Okay. Du kennt jetzt aber einmal so langsam irgendwo da oben schreien, guck mal, ey, ich will halt einfach weiterrennen, ne? Aber auf der anderen Seite habe ich... Sakuko Shrine is up ahead. I used to go there a lot. Handzettel von Senensugi-Schrein. Veranstalten wir ein Chichinsai, keine Ahnung. Egal, ob sie ein Haus bauen oder abreißen, einen Brunnen graben oder ein Zuschütten, es geschieht alles auf Inari-samas Land. Wir sollten Inari-sama unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir einen Chichinsai abhalten oder so. Besonders wichtig ist es, ein Chichinsai abzuhalten, wenn es um Brunnen geht, damit wir nicht die alte Geschichte vom giftigen Wasserdrachen vergessen, der einst Chaos anrichtete, bis Inari-sama ihn schließlich tief unter der Erde versiegelte. Einen neuen Brunnen zu graben ist, als würde man für diesen schrecklichen Drachen ein Luftloch öffnen. Aha. Und wenn wir nicht aufpassen, riskieren wir erneut seinem Zorn ausgesetzt zu sein. Deshalb müssen wir ein Chichinsai abhalten. Exklusiver Preis für Erstkunden, Sonderkonditionen für Anfragen an Unglückstagen. Jetzt kostenlos beraten lassen. Was zur Hölle war das jetzt, hä? Okay, ich muss da rüber, aber da oben ist so Schrein. Vor allen Dingen ist oben schön hell. Das finde ich gut. Da ist der Nebel nicht ganz so dicht, weißt du?
Okay, du bist der Schrein. Aber da muss ich nicht hin. Eintrag. Senensuki-Schrein. Ein einsamer kleiner Schrein am Stadtrand, so klar. Sieht ja gar nicht aus. Der Name Senensuki-Schrein klingt zwar schick, aber das ist auch schon alles, was er zu bieten hat. Obwohl Ebisugaoka voller älterer Gläubiger ist, bekommt dieser Schrein selten Besucher. Stattdessen gehen sie zu dem, der am nächsten ist. Und das ist eine Inari-Statue. Sakukos Familie dient dem Schrein unter anderem in der Rolle des Oberpriesters. Sakuko ist ziemlich stolz darauf, aber ich weiß nicht, ob man das Gleiche über ihre Eltern sagen kann. Ich erinnere mich daran, dass Sakuko einmal sagte. Also, was sie einmal sagte, sorry. Der Senensuki-Schrein war früher nicht der kleine Schrein, den wir kennen. Der echte Schrein befand sich auf dem Berg und war viel eindrucksvoller als heute. Vor langer Zeit gab es hier eine echte 1000-jährige Zeder, die als göttliches Gefäß verehrt wurde. Unglücklicherweise wurde sie vom Blitz getroffen und verbrannte zu Asche. Nachdem der Schrein sein göttliches Gefäß verloren hatte, wurde er aufgegeben und wurde zu dem kleinen Schrein, der er heute ist. Okay. Hier ist wahrscheinlich zu. Sakuko always said she'd make the shrine as popular as it used to be back in the day. Kann ich da hinten durch? Nein. So leid noch was. Aber bevor ich das hier aufnehme, was ist das? Ein antiker Kamm. Gucke ich mir mal eine Ausrüstung an. Na klar, ne? So. Mundgerechter Genuss, große Menge Gesundheit, Opfergabe. Und das hier maximalen Verstand. Und Recht, okay, da brauche ich alles. Mundgerechter Genuss. Ja, dann machen wir den mundgerechte Genuss, oder? Weil der antike Kamm ist, glaube ich, mehr wert. Ich bräuchte jetzt aber mal so Gebetsschrein. Wo bin ich denn hier eigentlich? Arare, das habe ich gerade nicht. Das sind diese kleinen Knapperdinger da, gell? Kleinen Verstand, Opfergabe. Ich bin halt komplett voll, ne? Ja, dann lass mal das einfach da leihen. Vielleicht müssen wir irgendwann noch mal her und dann sind wir froh, wenn es da leid. So, da noch mal runtergehen, dann noch links, oder wie war das? Ach so, nee. Ah, ja, okay. So, okay, ja, dann würde ich sagen, wir rennen jetzt halt einfach, also da oben geht's nicht weiter, ne? Also ja, wir müssen über die Felder drüber. Ja, haben wir uns schon so halber gedenkt, ne? Wir 2, 3 Schlaue. Ich würde sagen, wir rennen jetzt noch schnell da runter und ich gehe dann da an dem Schrein speichere und dann war's das auch wieder, oder? Das machen wir aber noch zusammen. Vielleicht fällt mir noch eine lustige Geschichte in von meinem Leben. Früher, als ich noch jung war, hatte ich noch Haar auf dem Kopf und oder habe ich als Shampoo benutzt. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Hier, Duschgel und gut ist. Und wissen wir überhaupt, warum ich denn einen Bart habe? Das ist, damit ich überhaupt ein bisschen Schaum machen kann. So, ja, da habe ich Shampoo benutzt. Das hat so Kokos, noch irgendwas. Oh, ich liebe Kokosgeruch, Shampoo. Und dann habe ich mal die Haare und dann hat mein Haar immer gut geroch. Und dann habe ich irgendwann mal, wieso erzähle ich eigentlich davon? Egal, weil er nichts zu tun hat. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, Geheimratsecke zu kriegen, weißt du? Und was macht man? Als guter Geheimratseckler? Man rasiert sich schnell einfach die Seite ab, damit man schöner Iro hat. Und dann fallen die Geheimratsecke nicht mehr auf. Gute Idee, oder? Arsch rein. Dann habe ich mal die Iro schwarz gefärbt. Hab aber nie... Oh. Ja, ja. Renn du Nummer. Ist mir gerade egal. So. Hier kann man speichern. Unopfer für alle Dinge. So. In den Schrein legen etwas, ja. Ein antiker Kamm, der ist nur dort zum Opfer. So, guck mal. Und dann braucht man noch Schokolade und göttliches Wasser.
Wir machen alles nehmen. Nochmal 430. Jetzt haben wir 1070, jawohl. Jetzt ziehen wir uns gleich noch Omamori. Bär. Erhöht die Betäubungskraft erheblich, wenn die Haltbarkeit deiner Waffe gering ist. Ui. Na, das kann ich gebrauchen. Im Moment. Weil ich nämlich dauernd mit irgendwie so billige Waffe rumrenne. Das nächste kostet 700. Was sage ich jetzt halt froh, wo ich so viel Glaube her habe? Ich habe doch eine Weile schon gesagt, dass ich alter Spielstandlade gemisst habe, weil mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Und da habe ich dann halt den Frosch zum Beispiel, wo wir gefunden haben, den vertrickelte. Den habe ich dann gleich abgegeben. Daher habe ich die 400 Glaube gekriegt, Katze. Aller gut. Da würde ich mal sagen, oh, wir haben keinen Speicherstand mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Speicherstände insgesamt kann schon haben. Haben wir wieder was gelernt. Gut, machen wir mal weiter. Achso, wie ist mit meiner hohen Weitergang? Ja, nee, nix. Da habe ich mal die Iro schwarz gefärbt, hab ihn aber nie hochgestellt oder was. So Punk war ich dann doch nicht, nur im Herzen. Im Herzen bin ich Punk, weißt du? Nicht äußerlich. Und ja, das End vom Lied war dann halt, ich habe dann halt schöner Iro gehabt, hab dann halt so vorgekämmt oder so, cool ausgesehen. Und dann habe ich ein neuer Fotoapparat gekriegt. Damals war mit Handy noch nicht so mega, neuer Fotoapparat gekriegt. Was machst du mit dem neuen Fotoapparat? Du fotografierst den Hinterkopf. Keine Ahnung. Und dann fotografierst du den Hinterkopf und dann merkst du so, kack, ich habe hier 2 Iros. In der Mitte ist ein Loch. Alter, habe ich ein Blatt gekriegt, weißt du? Und habe ich vorne hoch gehabt und hin und in der Mitte ein Blatt. Das hat halt schon kacke ausgesehen. Und dann habe ich gesagt, komm, hat keinen Zweck, da ist nichts mehr zu retten. Ich könnte mir jetzt noch eine Tonsur machen oder so. Lass gut sein. Und hat man die Haare ganz abrasiert. So, das war's auch schon. So. Ja. Okay. Danke. Tschüss. Morgen geht's weiter.